Pool vom Matthias Zesch. Der hat's wirklich verdient, kannte der Dullasch. Der hinnefotzige Dorfschütz. Ihr Leid, dem is es ganz recht geschehen. Und Butze hat er gemisst, der dreckige Babsack. Butze! Das ganze Dorf hat gelacht über ihn. Es gibt doch noch eine Gerechtigkeit auf der Welt, wann ich's euch sag. Ihr wissen gar nicht, von wem ich red. Na Allah. Der hat doch am Dorfplätzl beim Raiffeisen gewohnt, der Dullasch, in einem kleinen Häusl mit seiner Frau und seinen 2 Kindern, hinten noch, ja auch noch. Wo dann all miteinander was zu Uze hatte hen. Hast du ein bisschen Parfüm verspritzt, Anna? Hat's nicht so gut gerochen bei euch? Ist das jetzt ein neuer Duft? À la Mode Nouvelle und eine blaue Bluse? Ich hab gehört, jetzt tut man nachts Pool fahren, damit man tagsüber nix als frische Luft riechen tut, gell? Ich glaub, die Kinder sind fortgezogen, gleich wie sie aus der Schule in die Lehre gekommen sind. Na jo, wer will noch so einen Vater haben? Und wer will denn deswegen ein Leben lang gehänselt werden? Und die Frau? Ich glaub, die war jünger, die hat noch lang da gelebt. Wie, ihr wissen immer noch nicht, von wem ich red? Ei, vom Dullasch. Der Dullasch, sein richtiger Name, den weiß ich nicht mehr, das war der Feldschütz von unserem Dörfel. Der hat aufgepasst in der Gemarkung, tagsüber und nachts und überall, mit seinem Gewehr und seinem Fahrrad. Und dem Hänse in der Hexenacht, also der hat's wirklich verdient gehabt. Der hat um Franz, bloß weil er ein paar Trauben gestrenzt hat, so die Hintere verschlagen, dass dem seine Hosen da dabei verrissen sind. Und wie wir auf dem Leo seine Wiss nur ein bisschen Cowboy mit der Kie gespielt haben, hat er uns zur Strophe mit vorgehaltenem Gewehr in die Kuhflade neuknien lassen, die Altdrecksau. Auf dem Kaschenbaum von Smillers hat er uns verwischt, da hat er uns antreten lassen und wir haben unseren Namen in sein Notizbuch schreiben müssen und er hat immer gedopt, ich schießen, du schreiben. Der Depp, weil er selber nicht schreiben gekannt hat und weil er gemeint hat, auf Hochdeutsch hätte mir mehr Respekt vor ihm. Und mir hat er mein schöne Drache kaputt gemacht, wo mir mein Vater kurz vor seinem Tod gebaut hat. Da auf der Wiss von der Bas Margret, der Sauhund. Alla. Und in der Hexenacht, da haben sie irgendwo einen hohen Lederware gefunden, haben das volle Poolfass draufgelost, dann waren auf einmal Lumber an der Räder. Das Ding ist ohne einen Muxer, wie von selber durchs halbe Dorf gerollt und direkt mit dem Spundloch vor der Haustür vom Dullasch stehen geblieben. Wenn man genau hingekehrt hätte man ein bisschen Pispere gehört. Und wenn man genau hingeguckt hätte man den Bindfaden gesehen zwischen der Derschling und dem Spund vom Fass. Und wenn man es sich genau überlegt hätte man es sich schon denken können, was passiert, wenn einer mit dem Ruck die Haustür aufroppen tut. Aber so weit war es noch nicht. Im Haus war es noch dunkel, Mitte in der Nacht alles ruhig, wie auf dem Friedhof, das ganze Dorf. Dullasch, antreten, komm raus, du alter Hurenbock, beweg dein fettes Saftarsch. So hat's geblätt und an die Tür ist gebollert worden, wie wenn sie einer eintreten gewollt hätte. Der Dullasch mit einem Satz aus dem Bett, die Treppe runter und dabei hat er gegrischen. Er Drecksbankert, er Saubobe, ich schlag euch tot. Da muss uns erst mal kriegen, du Schneckentreiber, hat's von draus zurückgeblätt. Aber da war der Dullasch schon an der Tür und hat sie aufgerissen mit einem einzigen brutalen Ruck und mit demselben brutalen Ruck hat sich der Spund vom Fass verabschiedet und die Brise rausgeschossen, direkt dem Dullasch auf die Brust. Und es war dunkel und der Dullasch hat nichts gesehen und hat krakeelt und hat probiert, das Loch zuzuheben und hat krakeelt und die Brise weiter gespritzt und er hat das Loch nicht zugekriegt und krakeelt und das ganze große Fass hat sich leer gekotzt in den Gang und in die Kische und in die gut Stub, bis es all war. Wie seine Frau endlich mit der Laterne gekommen ist, war die Hexe längst verschwunden vom Plätzl, so wie dich der Schitz gedopt hat. Der Dullasch, seine Frau und seine Kinder haben sich die Sauerei angeguckt. Seine Frau hat geheilt, die Kinder auch, und der Dullasch hat endlich sein Gosch gehalten. Der Rest von der Nacht haben sie geputzt.
aber gegen den Gestank war wochenlang nix zu machen. Verdient hat er's gehabt, der verfluchte Stinkstiefel. Ehrlich, wann ich's euch sah. Neulich hab ich die Geschichte meiner Enkelchen erzählt und all haben wir gejuckst und gelacht und uns gefreut, dass ihm recht geschehen ist. Bloß der Jüngst, der Paul nicht. Der hat, wie wir uns wieder beruhigt hatten, ganz ernst gefragt: Ja, Opa und die Frau und die Kinder, haben die das auch verdient gehabt? Waren das auch so böse Leute wie der Dulasch? Ehrlich gesagt, ihr Leid, jetzt bin ich schon 85 Jahre, aber von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ehrlich, wann ich euch sag.